Wenn gelitten wird, dann sinnstiftend, in Schönheit und mit Pathos. Die Kunst vergangener Jahrhunderte liebt den verwundeten Kämpfer, den sterbenden Krieger. Sie erzählt uns recht wenig von dem, womit die Natur den gewöhnlichen Sterblichen so plagt und am Ende dahinrafft. Meint man. Aber sobald wir uns mit einem Mediziner auf Chefvisite begeben, verwandelt sich die alte Pinakothek in München in ein Hospital. Plötzlich sieht man überall Patienten, zum Beispiel auf Hans Holbeins Sebastiansaltar. Gerade die jüngere Figur, noch mehr als die ältere Figur, zeigen sehr klassische, typische Beispiele für eine Lepra. Damals in unseren Breiten ein sehr verbreitetes Krankheitsbild, das durch noch nicht bekannte Faktoren dann bei uns nach und nach verschwunden ist. Weniger eindeutig ist der Befund auf Tizians Porträt Kaiser Karls V., einst einer der mächtigsten Europäer und doch ein leidender Mensch. Seine erblich bedingte Kieferfehlstellung verursachte Sprachprobleme. Er konnte schlecht kauen, schlang eher und litt infolge an Darmerkrankungen. Nicht alle Maler haben gewagt, das allzu deutlich wiederzugeben. Von der sogenannten Habsburger Lippe waren außer Karl mehrere Herrscher dieser Dynastie gezeichnet. Eine Folge der endogamen Eheschließungen im Hause Habsburg. Man könnte vermuten, das Detektieren solcher menschlichen Defekte in Galerien sei nur das schräge Hobby eines pensionierten Chefarztes. Aber Andreas Nährlich, Professor der Pathologie, hat als begeisterter Paläopathologe an tausenden Mumien und Skeletten die Evolution von Krankheiten untersucht. Von da an war es nur ein Schritt zur Ikonodiagnostik, der Erforschung von Krankheitsbildern in der Kunst. Eine Disziplin mit wissenschaftlichem Anspruch, in der sich Nährlich und eine international besetzte Gruppe aus Medizinern, Genetikern und Kunsthistorikern üben. Wir bekommen sozusagen einen neuen Blick auf die Geschichte von Krankheit und Medizin und wir ergänzen damit Funde, die es zum Beispiel aus der Biologie gibt, von Skeletten, von Mumien, von sozusagen biologisch-medizinischen Untersuchungen an tatsächlichen Erkrankungen. Der Laie sieht eine Wiener Dame, der Ikonodiagnostiker, den Kropf, im 19. Jahrhundert durch Jodmangel noch weiter verbreitet als heute. Nährlichs Team untersucht aber nicht nur Krankheitsbilder, sondern auch andere fatale Beeinträchtigungen der Gesundheit. 1594 wird der ungarische Offizier Mark Baksa bei der Eroberung der Festung Raab von einem türkischen Speer durchbohrt. Und da geht nun die Sage, dass er diese Verletzung nicht nur überlebt hat, sondern dass er sozusagen sich den hat vorne und hinten abschneiden lassen und weitergekämpft habe. Politische Propaganda oder Realität? Der Pathologe hat den Fall rekonstruiert. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass diese Verletzung an allen wichtigen Organen, also dem Gehirn, der großen Schlagader, die da in das Gehirn hineinführt, vorbeigeht. Also, dass er es überlebt hat, ist durchaus plausibel. Dass er weitergekämpft hat, ist nicht plausibel. Nährlichs bislang spektakulärster Fall stammt aus dem Vatikan. Damit schaffte er es aus einer medizinischen Fachzeitschrift bis in die Bild-Zeitung. Sixtinische Kapelle, Michelangelos Darstellung der Sintflut und mittendrin eine Frau mit Brustkrebsdiagnose. Wir wissen von Michelangelo, dass er an Autopsien beteiligt war, die damals so in einer Grauzone der Duldung stattgefunden haben. Und da ist es durchaus plausibel, dass er eben krankhafte Befunde, wie unter anderem eben auch den Brustkrebs als Manifestation einer tödlichen Krankheit bereits gesehen hat. Der Unterschied zwischen diesen zwei dargestellten Brüsten ist so eklatant, dass die eine tatsächlich einer normalen, altersentsprechenden Brust zugeordnet werden kann, während die andere eindeutig eine krankhafte Veränderung zeigt. Aber was bezweckt Michelangelo mit einer Brustkrebsabbildung? Andreas Nährlich vertritt die These, der Maler habe der Sintflut pointiert eine weitere Strafe für die sündige Menschheit hinzugefügt. Nur, wie viele Betrachter wird diese subtile Botschaft aus über 20 Metern Deckenhöhe je erreicht haben? Ist schon die Diagnose am lebenden Subjekt nicht einfach, dann umso riskanter am gemalten Abbild. Wächst da neben Dürers Auge ein gutartiger Hauttumor?
Tatsächlich ist es eine nachgedunkelte Retusche. Ist Caravaggios Bacchus an Gelbsucht erkrankt, aufgrund alkoholbedingtem Leberschaden, wie oft behauptet wurde? In dem Alter, also da müsste er schon eine angeborene Stoffwechselstörung der Leber gehabt haben, dass sich die dann durch vieles Trinken zu einer Gelbverfärbung manifestiert hat. Das ist äußerst unwahrscheinlich. Und wie gesagt, es ist da belegt beim Bacchus, dass hier eine neue Firnis, die aufgebracht worden ist, eben zu dieser Verfärbung geführt hat. Es gibt bereits Versuche, den medizinischen Nachwuchs anhand von Gemälden diagnostisch zu schulen. Da dient Bruegels Blindensturz als Beispiel für Leukom und schwarzen Star. Oder man begutachtet auf Ghirlandaios Greisenporträt ein Rhinophym. Es hat sich gezeigt, dass für bestimmte Personen das Lernen an solchen doch sehr plakativen und sehr eingängigen Bildern eine viel bessere Verankerung im Gehirn bedeutet, als wenn ich das aus einem quasi, ich sag mal, nackten Lehrbuch heraus lerne. So viel wir durch die Jahrhunderte über unsere Krankheiten auch gelernt haben, am Ende läuft doch immer alles auf die gleiche Erkenntnis hinaus. Wir sind sterblich. Aber manchmal wenigstens Anschauungsmaterial für die Nachwelt. Glücklich, wer einen guten Porträtisten hat.